Da sind wir auch der Meinung, dass Lützeburger misst ein Pflichtfach am Primär und am Sekundär gehen, dass du muss, wie gesagt, wie alle anderen Pflichtfach enseigniert gehen, geprüft gehen. Und dass am Sekundär misst auch ein Sprachensektion kommen als Optionsfach für die, die späterhin auch wollen, ob du nicht gehen und dann die Lützeburger Sprache Prof machen, dass die also von Sekundär und können Lützeburger Sprache richtig lehren. Und dann Fächer, die ich auf Lützeburg bezeichne, wie Bierger und Lützeburger Geschichte, müssten einer Meinung nach auch auf Lützeburg gehalten gehen. Andere Fächer, also für uns selbstverständlich, dass die auch können, teilweise neben dem Lützeburger an Deutsch oder auf Französisch enseigniert gehen. Der 7. Punkt, dass Lützeburg für die Migration leidet, respektive für die Grenzgänger. Wir sind der Meinung, dass du von den Hauptvoraussetzungen, wie ich für gesagt habe, für die Migration von als ausländischen Mitbürger über den Weg von der Spruch feiert. Für die Leute, die emigriert, sind wir der Meinung, dass die Gemengen direkt, wenn die Leute sich ummelden, sollen die auch informieren, was für eine Möglichkeit, wann da der Molenke bis richtig auf Freiheit gibt. Entscheidend bestehen. Wir können halt zu Lützeburg eben die Lützeburger Spruch können Misere zu lernen. Da sollen wir auch ein mehr Zusammenarbeit machen mit der Spruchinitiative. Wir wissen, dass es Initiativen an den Grenzregionen, sowohl an der Belgien, Frankreich oder an Deutschland gibt, wo von da aus, von den Gemengen oder von den Regionen oder von Organisationen wie Erland als Spruch, wir suchen das auch hier in Frankreich, die an den Grenzregionen bei sich Lützeburger Kurse gehen, für das hier Leute, die auf der Lützeburger Arbeitsmarkt auch sollen die Chance kriegen, für schon bei Ihnen Lützeburg zu lernen. Doch da sind wir der Meinung, dass der Lützeburger Staat in Interesse für mit denen zusammen zu schaffen, denen zu helfen, sie wird, dass man didaktisch Material gehen, sie wird, dass man Enseignement gehen, sie wird, dass man hier Leute helfen, formieren, für dass die auch schon bei sich können, die Sprachen, Kuren aufreihen. Dann Sprachen, Congé Linguistique, dann, dass die soll halt zu Lützeburg angefordert gehen, den zwischen 160 und 200 Stunden soll ausmachen, was am Anfang den Stunden entspricht, die muss tun für den Anfangsniveau, den verlangt, dass in den soll erreichen. Das soll da vom Centre, wie gesagt, ausgefordert gehen. Da gibt es eine Reihe von Berufsbildern, wo wir der Meinung sind, dass Lützeburger Spruch müsste eine Obligation gehen, dass in die lehrt. Da denkt man vor allem zum Beispiel an den Gesundheitsbereich, wo man nicht so, dass in den an den Gesundheitsbereich könnt, muss Lützeburg schwätzen, mit dass er am Arbeitsvertrag festgehalten gehen, dass ihn den Hainer schaffen könnt an den Gesundheitsbereich, an Lützeburg nicht kann, dass den aber misst und Lützeburger Sprachkuren partizipieren, die Sprachkuren sollen also während der Arbeitszeit stattfinden, und sie sollen noch dann vom Staat finanziell unterstützt sind. Sie wird, dass es wie beim Congé sportiv oder beim Congé syndikal, dass das integral vom Staat verholgt oder dass die Prime finanziert wird oder steuerliche Appartemente soll bezahlt gehen, mit soll am Anfang der Betriebe ermöglicht gehen, für dass sie bei sich intern Kurse können organisieren für die Leute, für gerade für allem am Gesundheitssektor, und das gesehen wir haben auch, da froh wir am Anfang den Niveau A2, für dass die Leute, die da können, weil für allem am Gesundheitsbereich viele Probleme bestehen, dass die Leute Probleme haben, für sich da können ausdrücken. An anderen Berufssektor, wo viel Kontakt mit den Bürgern ist, wie zum Beispiel am Commerce, an der Alimentation, sind wir der Meinung, dass auch da müssten so Kuren obligatorisch angefordert gehen, auf dieselbe Manier, das heißt vom Staat organisiert, während der Arbeitszeit und noch vom Staat finanziert gehen. Mit da kann das Niveau aber niedrig sein, da braucht man ein Niveau A1 verlangt zu gehen, man konnte an den Gesundheitsberufen mal am Anfang den A2 proposieren, weil da sich aber schon muss ein bisschen besser können ausdrücken, wir können mit den Leuten zu schwätzen. Dann Lützeburg an der Fonction publique, da sind wir der Meinung, dass er soll beim Status quo bleiben, wenn bei der Staat oder ein Gemeng schaffen geht,
die soll also Meinung nur die 3 Administrativsprachen Lützeburg, Deutsch und Französisch schwätzen und noch schreiben können. Aber wir verwirren also doch prinzipiell gegen eine Verwässerung von dem Grundsatz. Es kann nicht sein, dass man mal, wenn man auf eine staatliche oder eine Gemengeverwaltung gehen, dass den auch man nicht einen anderen Spruch für Lützeburg können schwätzen. Also wir halen drauf, dass den auch in Zukunft bei allen staatlichen und Gemengeverwaltungen mit Schiedrängen muss können Lützeburg schwätzen. Und dafür drängen wir darauf, dass es doch keine Verwässerung darf gehen und dass die Konditionen, die Haut zählen, an was Sprachen überlangt für den Staat, aber die Gemenge schaffen, sondern die auch noch mehr müssen zählen. Dann habe ich am Anfang den Punkt 9, hatte ich schon für drin, mit angegrafen, wo ich am Anfang so dass ein Resümee bisschen von dem, dass die Leute, die in Heimatland schaffen kommen, müssen, was Berufe überlangt, an dem Sektor vom Horeska-Sektor Commerce, den Niveau A1 kriegen, an den Gesundheitswesen, den Niveau A2, an beim Staat, aber bei der Gemeinde, den Niveau C2, wie das der Fall ist, muss bleiben. Wir sind der Meinung, dass in der Form muss man, dass das Tote sicherlich noch nicht durchgeht. Mit muss ihn irgendwie aufhängen, und muss ihn sich konkret mit der Lützeburger Spruch beschäftigen, und muss ihn konkret Gesetze machen, und muss ihn die nötigen Verwaltungen abbauen, hin und her gehen, für das Lützeburg die echte Umgangsspruch zu Lützeburg auch an Zukunft bleibt. Dann müssen wir noch überzeugt, dass die ausländischen Marktbürger, die heiner kommen, wenn in denen mehr geht und dass in die heiner schaffen kommen, während der Arbeitszeit auch mehr geht, für sich als Spruch zu belehren, dass die vielen froh sind, für darüber können, zu dem Weg zu Lützeburger Spruch zu fahren. Wir sagen aber, dass den Vierdeler von der Dreisprachigkeit, die darf man heute zu Lützeburg nicht abgehen. Ich meine, dass das die Natur von der Lützeburger Platz sei, den muss man beibehalten. Man muss aber dort daneben verstärkt darauf drücken, dass Lützeburg heute Nationalspruch bleibt. Für das einfach zu machen, als die Regierung gefordert, wie gesagt, für den nötigen gesetzlichen Kader zu setzen, für die nötigen finanziellen Moyen zu geben, für auch wirklich mal seriös daran zu investieren, was an der vergangenen 10, 20 Jahren nicht der Fall war. Da kriegt ein Spruch den Wert an, den Wert, den hört nun mal leben sein Preis, und den muss man auch bereit sein, als Gesellschaft zu machen. Wir sind also der Meinung, dass doch prinzipiell muss ein Mentalitätswandel, dass man muss eine Courage und für ihren Spruch schwätzen, und das außer aller Polemik, für zu gucken, wie man als Spruch eine Chance an Zukunft gehen, wie man die Leute, die in Heimatland von den Schaffen kommen, maximal und als Spruch rumführen, für das wir da können summen, als Lützeburg, als die echte Kommunikationsspruch, ändert alle Leute, die in Heimatland leben, wohnen, erschaffen, können angesehen. Und dafür wollen wir auch aufschließen, ausdrücklich auch der Aktion Lützeburg als Spruch, die am Anfang 1971 sich für als Spruch als Lützeburg einsetzt, ausdrücklich felicitieren, die am Anfang benevol, über 20, 30 Jahre ein Erbicht überholt, die am Anfang ein staatlich Erbicht, wir sind ein Regierungserbicht, wir sind Politik, hat sich reichlich wenig als Spruch an den letzten 20, 30 Jahren bekümmert. Und wir sind der Meinung, dass es höchste Zeit gibt, dass wir als Partei übergreifend mehr mit dieser Spruch beschäftigen, weil, wie gesagt, zu dem Lützeburger gehört doch Lützeburger Spruch, und wir wollen das auch in Zukunft so gesehen.